Kingdom Hearts 2 Final Mix, Freunde. Ja, hier bei Port Royal, sprich in der Welt von Fluch der Karibik, sind wir fürs erste Mal soweit fertig. Und ich würde sagen, wir machen uns auf in die nächsten Welten, die sich aufgetan haben, beziehungsweise natürlich erstmal die Gegnerfreikundschaften, das heißt erstmal für Halloween Town und für Agrabah. Was mich ein bisschen gewundert hat, wo ich hier mal offscreen noch kurz Jimmys Tagebuch ein bisschen durchgeguckt habe, wir sehen hier schon alle Welten, die wir so haben. Schön, schön, kann man so sagen. Und wenn wir jetzt aber draufgehen oder draufklicken, kommt je nachdem irgendwie eine neue Zielsetzung. Ich meine, hier Port Royal, nächstes Ziel gar nichts. Also quasi, Ende gut, alles gut. Ob es echt so ist, bezweifle ich ein bisschen, weil wir haben hier sehr, sehr wenige bis gar keine Mickey-Maus-Symbole. Und die werden eigentlich dazu da, zum sagen, hey, wir haben da schon alles oder eben noch gar nichts. In diesem Sinne, Fluss Nostalgie ist irgendwie auch noch kein erstes Ziel, aber wir haben hier oben schon sehr, sehr viele Dinge geholt. Also, ja, auch hier mit den Aufgaben. Also, könnte es sein, dass dann noch irgendwie ein paar Dinge kommen werden. In naher Zukunft, Schloss Disney ist genauso, nächste noch gar nichts. Atlantica, ja, auch zu Farbloser mit Magie, mit Magnet, okay, da ist soweit klar. Da müssen wir darauf warten, müssen die Magie irgendwann bekommen. Hier mit dem 100 Morgenwald genauso. Ist auch schon das nächste Ziel eigentlich bekannt, wobei ich mich hier frage mit den Seiten aus dem Buch. Ist es so wie bei Kingdom Hearts 1, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe eine Seite gefunden, ich warte aber noch, bis ich noch mehrere Seiten habe und gehe erst dann zurück, um das Buch zu komplettieren, oder kann ich immer nur eine Seite jeweils kriegen? Das ist so eine Frage, die ich mir so stelle, um die, ja, den Fortschritt halt, quasi eben nur eine Seite gefunden, eine Seite einfügen, Kapitel machen, okay, jetzt kann ich die nächste Seite finden, so ungefähr. Twilight Town, hier ist auch seltsam, hier steht nächstes Ziel auf der nächsten Welt. Ja, ist jetzt, ich könnte hier gerade aktuell wieder reingehen, oder ist irgendwie noch hier hinaus auf der nächsten Welt? Ja, das sind jetzt einfach gewisse Startpunkte, sagen wir jetzt mal, wo ich einfach immer wieder mal zurück muss. Weil hier mit dem Schloss Biss ist auch nichts mehr. Und Arena, gut, das ist was anderes. Es sieht, hier fehlt auch noch was. Das ist auch seltsam, finde ich, mit den Karten, wa? Wir haben hier 2 Karten. Okay. Aber scheinbar sind es nicht alle, weil im Arena Olymps haben wir auch ein paar Karten, 3 Stück, und da haben wir offenbar alle. Naja, das sind so Fragen, die ich mir eben offscreen ein bisschen gestellt habe. Und gespannt bin, diese zu erkundschaften. So, ich würde sagen, wir machen direkt wieder beide Wege auf, aber ich würde erst einmal nach Agrabah gehen, vor allem auch wegen Jafar, weil ich mich frage, was mit dem Typen eigentlich so passiert ist. Also wir wissen ja aus Kingdom Hearts 1, er wollte ja zum Genie werden, zum mächtigsten überhaupt. Hat ja irgendwie auch geklappt, zwar, aber ja, Genie ist halt in seine Flasche gebunden. Oder beziehungsweise in eine Flasche, sagen wir Lampe, war an seine Lampe gebunden. Und die haben ihn wieder zurückgesteckt. Ist jetzt natürlich die Frage, Jafar, wurde wieder quasi freigewünscht, weil es sogar von Maleficent und Katakalo, oder wie ist das genau? Weil der kommt garantiert wieder. Ja, bisher macht das Spiel sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich zum Teil mit dem Kampfstil noch ein bisschen Probleme habe, weil ich eben zu sehr Kingdom Hearts 1 gewohnt bin, zum einen mit dem Blocken, was ein bisschen anders ist. Eigentlich besser als bei Kingdom Hearts 1, finde ich, aber eben, wenn du halt nicht mehr so... Und dich da halt zu sehr daran gewöhnt hast. Das mit dem Rollen, das fehlt mir noch, wobei ich mich frage, ob es überhaupt hier gibt. Bin ich jetzt nicht so sicher. Also nicht hier, hier schon. Wow, Alter! Schnell unterwegs hier. Hier gibt es das Rollen schon, aber halt im Kampf selbst. Naja, wenn sie rausfinden. Dafür ist das Striven und Limit natürlich geil. Und ich mir frage, ob es ein Fehler ist, dass mir das Striven immer nur so für spezielle Gegner aufspart. Vielleicht ist da öfters Striven, weil ich dann auch, da kriege ich auch mehr Erfahrungspunkte oder mehr Abilities und so. Oder generell mehr Erfahrung im Driven. Ach du Scheiße. Kann ich überhaupt abschießen? Ah, zur Seite müsste ich. Okay, der ist schon mal weg. F-Zero-mäßig. Er hat was.
Hui. Du bist schnell unterwegs, würde ich mal sagen. Aua. Scheiß Schildtypi. Das sind aber nur herzlos unterwegs und keine Niemande. Uah. Ah doch, da sind ein paar Niemande. Okay, hab nichts gesagt. Ja, da sind hier nur Niemande unterwegs. Also der Fall. Ich glaube, es sind nur Niemande mittlerweile. War keine Herzlosen mehr. Wir kriegen mehr Gummis. Gummi, Gummi, Gummi. Alles für die Gummis. Aua. Ja, fang's mal durch. Nein, natürlich nicht. Uah. Ich frage, warum ich. Ah, ich wollte gerade sagen, warum soll ich den überhaupt platt machen? Der macht sowieso nichts, aber es sind auch Herzlose. Das andere den Herzlosen kann niemand. Okay. Herzlose und niemand ist zum Teil doch im Team unterwegs, oder wie darf ich das verstehen? Sehr creepy. Das weiß man sowieso nicht so genau. Was? Ein Herzlosen niemand, der eigentlich Gegner hier im Spiel, oder betrifft es eigentlich nur die diversen Gruppen? Also werden ja Maleficent mit ihrem Anhang, die Herzlosen kommandieren, plus halt die Organisation 13 mit ihren Niemanden. Highwind Level 5, der bringt's. Highwind Level 7 Entwurf, Alter. Mietschädel Limit erhalten. Das macht Spaß. So, Freunde, Pfad nach Halloween haben wir es gesichert. Wobei, ich muss mir ganz persönlich fragen, muss ganz ehrlich mal fragen, Leute. In jeder Welt, die wir abgeschlossen haben, haben wir am Schluss, also abgeschlossen, storymäßig, irgendwie das erste Kapitel oder so, ging es ja darum, dass Sora irgendwie mit seinem Schlüssel-Key, also mit dem Schlüsselschwert, irgendwie ja, einen Pfad öffnet. Oder quasi die Welt definitiv freischaltet. Aber so ist sie eigentlich auch schon offen, oder? Wir sind jetzt da nicht ganz so sicher, wieso Sora überhaupt noch die Pfade so. Aber vielleicht dann für die nächsten Welten. Das könnte ja eigentlich auch sein, dass eigentlich. Naja, egal. Haben wir da mal so viele Gedanken. 24. Ich glaube, wir machen erstmal Agrabah, Halloween-Tag. Wobei, wer soll da der Gegner sein? Boogie Boogie? Dann hätten wir eigentlich bei Kingdom Hearts 1 ziemlich platt gemacht. Eigentlich endgültig sogar. Wobei, endgültig in diesem Spiel. Ja. Yeah. Ja, weiß auch nicht so genau. Wer war schon wieder der Endboss? Ich glaube nicht. Nein, Enzen war es nicht, nach Maleficent nicht. Das hat schon was mehr mit niemandem zu tun gehabt. Wird auch mehr Sinn geben. Ich bringe gerade die Spiele durcheinander. Aber natürlich auch in Vorbereitung auf Kingdom Hearts 3. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Spezialkugeln? Ja, das sind aber auch niemande. Was? Ah komm, könnt ihr sagen, was wollt, das ist echt F-Zero-mäßig. F-Zero hat er schon lange nicht mehr gezockt. Damals war noch von Nintendo 64, aber es sind noch gesuchtet, muss ich zugeben. Genauso damals noch James Bond 007 GoldenEye. Ja, das waren noch Zeiten. Sag mal! Ich würde sagen, Highwind Level 7, ich merke noch nicht viel davon.
Wer kommt jetzt angeflogen? Ich muss aufpassen, habe schon relativ viel Schaden bekommen. Was gerade erst gestartet hat. Ich habe auch sehr selten Heilung. Noch nie da? Ah ne, ist ein anderer. Hui! Oh, also das gerade. What's that? Nein, der Quatsch schon wieder. Uff. Kann ich mal drauf gehen? Oh, Alter! Puh, das wurde noch knapp, ey. Heim in der Level 6 Entwurf. Was die das zuerst machen sollen? Okay. Invincible Level 2 Entwurf, okay. Mal angucken, was der Invincible so drauf hat. So, auch der Weg gesichert, sehr gut. Also Freunde, auf nach Agrabah würde ich sagen, wa? Levelmäßig müsste darunter sein. Ja genau, da sind wir doch schon. Level 22, Long Agrabah, gar kein Thema. Wir besuchen Genie, Aladdin und Jasmin. Agrabah. Agrabah, we made it! Gorge, I wonder how Aladdin and Jasmine are doing. Hey, maybe Riku's with them. Yeah, I am the king. Keep dreaming, you two. Come on, Donald, you were thinking the same thing. No, I wasn't. Uh-oh, it's a Iago. Wait, you got me all wrong! You're young, all right. No, I mean it's not the old me. I turned over a new feather. I'm legit. No more scams. Promise. That's your new scam. You gotta believe me. So, let's go. I was stuck inside that lamp with Jafar, remember? When I finally escaped, then some things happened. So, free as a bird, huh? Have fun. Gorge fillers, he looks pretty sad. I want to apologize to Aladdin and Jasmine. Could you guys maybe put in a good word for me? Sure, we can do that, can't we? Watch out! Ich muss zugeben, ich habe die Serie, also den Cartoon Aladdin, nicht mehr so im Kopf. War er wirklich mal freundlich? Bin mir nicht mehr so sicher. Au, 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 au. Die machen nicht gerade wenig Schaden. So, erstmal alle heilen. Hä? Jetzt kommt's auch nicht mehr.
Sind nicht gerade wenige. Where are they all coming from? Hello! Woo, woo! This way! Schade, wollte gerade eben auf Drive gehen. Und ich auch was hilft, wenn wir jetzt unter dem Sand. Man die nicht auch, Freunde? Ich schätze, wir schulden dir was. Spätze! Aber Aladdin und Jasmin muss ich schon selbst überzeugen. Das zeigt dir von deiner besten Seite, alles klar? Ja, alles klar. Wo ist Aladdin eigentlich? Ich wette, er ist im Palast. Dann lass uns gehen. Karte von Agrabah, sehr geil. Ja, hier waren wir auch schon. Na, zumindest damals sah es ähnlich aus. Hier los. Ich bin noch durchgelaufen. Gewarter Teppich. Kaufen, Mogri kaufen. Wieder vielleicht mal sowas. Wegkraft 2 ist eigentlich nicht schlecht. Das heißt, irgendwie nur erhöht merklich, wa? Ägiskette für ein bisschen mehr Elementarschaden zum Blocken wäre auch nicht verkehrt. Was hat denn eigentlich so aktuell so für Items? Ich habe ein Elfentuch, Abwehrkraft für 1, so jetzt merklich. Dann haben wir die noch. Jetzt die mal ablegen. So, komm, ich habe einmal ein göttliches Tuch für ein bisschen mehr Abwehrkraft und kaufen wir jetzt noch hier ein neues Item für Sauber. Mogri übernehmen Sie, Megaboss steht noch nicht, Mogri übernehmen Sie, kann ich schon, jetzt hat er plötzlich ganz neue Dinge. Ah, die auch mal, okay, Mithril, Expertenring, der war eigentlich mal geil. Was dummerweise nicht, was er genau macht, ist sich nicht irgendwo... Das finde ich hier ein bisschen schade. Ich sehe nicht genau, welches, beziehungsweise ich kann nicht das Item aufs Detail gehen und sagen, mir irgendwie erkunden, was das Item genau macht. Ich meine, klar, Itemrang A, B und so, okay, das macht schon ein bisschen was aus, aber ich würde sagen, sammeln wir noch ein paar Items. Noch ein Finsterkristall und Mithrilkristall, Dingsbums. Damit das zumindest klappen würde. Tropfen, Finstertropfen. Brauchen eigentlich die Dinger hier auch? Man natürlich auch Finstertropfen für das hier. Wobei natürlich so ein Elixier nicht schlecht wäre. Weil ich mir die sowieso dann für die Final-Kämpfe auch sparen möchte. Gut, wird ein Champion-Gurt. Ja, der macht zwar keine Abwehrkraft. Kann hier noch ein Elfentuch haben. Champion-Gurt behalte ich ihm jetzt mal an. Ja, ich weiß, Donald und so, ihr müsst den auch mal noch neue Dinger kaufen. Alles bei Gelegenheit, Freunde. Alles bei Gelegenheit. So, genau, ich habe ein Elixier, noch ein feines Elixier, will ich mir für die endgültigen Bosskämpfe, so Sephiroth-mäßig und so aufsparen. Folgenden Wind, zieh die Kugel um so herum an. Ja, die fragen natürlich, was bringt der? So powermäßig und so. Natürlich schwächer als ein aktueller Angriff, wa? Erhöht die Magie ein wenig. Ja, gut. Monochron. Nee. Zieht die Kugel um so herum an. Brauchen wir das? Ich meine, es wird zwar relativ cool aussehen, das schon, aber... Das andere ist leider ein bisschen schade. Feuerboost. Feuerbasierte Attacke. Yes. Habe die Feuermagie eher mal abgestellt, weil es mir irgendwie zu schwach vorkam. Natürlich jetzt ein bisschen doof gewesen. Luftmeuchler, der wäre nicht schlecht. Mittlerweile mache ich sowieso mehr Luftangriffe. Eben auch durch die ganzen Abilities, die ich schon ausgerüstet habe. Bringt es irgendwie mehr, aber so das Gefühl.
So brauche ich mir eigentlich mal ein bisschen mehr machen, Freunde. Ich dachte mal, Autolimit bei denen hier. Fantasia. Die Magie Komet auslösen. Ja, wenn es wieder was bringt. Okay, okay, kurz speichern. Beim Trödler, wo einfach nichts drin ist. Du. In der Welt von Agrabah. So. Gucken wir uns erstmal um. Haben wir irgendwo noch so... Herzteile, eventuell. Was ähnliches mit Drillsplit. Okay, sieht zumindest schon mal ein bisschen anders aus, Agrabah, als noch anno dazumals. Wie kommen wir da rein? Es klingt, als könnte ich es zerstören, aber es passiert nicht viel. Scheiße. Da muss ich mich dann später mal drum kümmern. Okay, hier aktuell sehr wenige Herzlose. Gefällt mir eigentlich. Oder einerseits, andererseits, und das ist auch ein bisschen seltsam. Okay, da geht es um Palast, da ist soweit klar. Zwiespalt heißt es hier, okay. Also mal Truhe. Jupp, jupp. Freudensplitter. Ja, da freuen wir uns doch. So, dankeschön so fürs Festhalten. Hui, hui. Kommen wir dahin, hier auch. Mythril. Abilatamin, schon wieder. Mythril-Tropfen. Ja, ich glaube, die Abilatamin sammle ich jetzt mal ein paar und gebe die auch mal Donald und Goofy. Eigentlich nur Sora gegen ist auch ein bisschen, ja, eigentlich egoistisch. Finster Splitter. So, ich frage natürlich, was gibt es hier hinten noch Schönes? Da kommen wir da überhaupt schon hin. Wir müssen zum Palast. Oh, okay, wir kommen gar nicht hin. Dankeschön, Sora. Der Party ist auch vorbei. Ja. Wir gehen trotzdem mal rüber. Jasmine. Sora, Donald, Goofy. Your Majesty. I never had the chance to thank you for before. You helped Aladdin defeat that awful Jafar and save Agrabah. All in a day's work. But, it looks like the Heartless are up to no good again. Is there any way we can help you out? I think we're all right for now. And you always got Aladdin. Oh, he hasn't been himself lately. Huh? Is it because of the hotness? I'm not sure. Usually, he's the same cheerful Aladdin. But sometimes, he just seems sad. He leaves the palace and goes off by himself all the time. I've asked him about it, but he says nothing's wrong. He's gone again today. What if he doesn't come back this time? Hey, maybe he's got a secret girlfriend. I know. I'll go find out who she is. Iago! Quick, Sora! Oh, catch him! And I'll warn the guards and everyone in the palace. That's the thing. Iago's not... Nice move. Maybe it's something you said. Gee, maybe we should go talk to Aladdin. He's gotta be somewhere in town, right? Good idea. I wonder what he's been doing. Stop, thief! Hi, Sora. Come
Come back here! If you can't control that furball, put a leash on him. Look, I'm sorry. You should be ashamed of yourself, Abu. No hard feelings? Abu? Hey guys, sorry about earlier. I was kinda in a hurry. What happened? You know Abu, he couldn't keep his paws off that lamp. No talking your way out of this one. Was für ein Affentheater, wa? Freunde, ich würde sagen, alles weitere schauen wir mal in der nächsten Folge an. Auch was Jago oder Jago, wie man den Papagei gerne ausspricht, noch so im Schilde führt. Ich habe auch in Erinnerung, dass er eigentlich einer von den Guten war. Zum Teil zumindest. Ja, meine Erinnerungen sind ein bisschen verschwommen, aber ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen. Wo er zumindest mal auf Seiten von Aladdin und Jasmin gekämpft hat gegen Jafar. Naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.